endlich meine Ruhe. Entli hüten ist nicht lustig, alles was ich wirklich will. Wär ich gar nicht Entli hüten, lieber ging ich jetzt ins Bett. Aber nein, ich darf doch nicht einfach heim, denkt der Mondbär. Ich habe ja der Entenmutter versprochen, dass ich die Entenkind hüte, bis sie wieder herumkommt. Ich gehe die gescheiter suchen. Er geht zum Entenhaus aus, tapset davon, bleibt wieder stehen und überlegt. Am besten lasse ich, ob ich sie neu höre schnattern. Die Entenkinder tun doch sicher schnattern, wenn sie so Entenmutterseelen allein im dunklen Wald rumwatscheln. Vielleicht haben sie auch Angst. Ja, der Fuchs schleicht doch im Wald um, der könnte jeden Moment fressen. Der Mondbär tapset weiter, bleibt immer wieder stehen und lässt. Aber er hört nur den Wind in den Blättern rauschen. Er sucht weiter, geht immer tiefer in den Wald hinein. Plötzlich, was ist das? Von weitem hört der Mondbär ein Giggeln, ein Schnattern und sogar Musik. Geschwind tapset er in die Richtung, wo die Musik herkommt. Bei einer Schürze bleibt er stehen. Aha, da hinten ist meine etwas los. Gewundrig macht der Türen ein Spätli weit auf. Schau auch da. Die 13 kleinen Entenkinder stehen in einem Kreis, heben einander an den Flügeln und üben den Tanz. Immer wieder stehen sie einander auf die Flossen, rollen wissen nicht, in welche Richtung sie watscheln müssen. Das eine wackelt nach rechts, das andere nach links. Der Putschitz ineinander, rollen und giggelt, flattert und schnattert. Der Mondbär schaut noch ein Moment lang zu. Aber dann ruft er: «Hey, was macht ihr da?» Ui, die 13 kleinen Entenkinder sind aber schön verschrocken. Das mutigste von ihnen schnattert sofort: «Quack, quack, bitte nicht schimpfen. Wir üben drum ein Tänzli. Quack, eine Überraschung für jemanden.» «Das ist doch nur eine faule Ausrede. Ihr geht jetzt sofort zurück ins Entenhaus und keins macht mit den Schnabel auf. Verstanden?» Hoppla. Die Entenkinder hätten gar nicht gedacht, dass der Mondbär so streng sein kann. Husch, husch flattert es geschwind zurück ins Entenhaus, höckelt in ein Säckeli, steckt den Schnabel ins Federkleid und sind mucksmüsli still.